Kid Rap, apropos nicht gut singen. Bist du bereit, Kritik zu erfahren für die Sonnenbrillen, die du jetzt im Innenraum tragst? Ja. Bist okay? Also du meinst, ich hab gedacht, du kritisierst mich, weil Nein, es ich gar visuell nicht. nicht passt. Nein, das schaut super aus. Okay. Aber wir sind ja bei unserem Radlfahrer-Reel sehr oft dafür kritisiert worden, dass wir Ja, Sonnenbrillen tragen. nein, es ist Sommer. Das ist mein Sommeroutfit, ich komme gerade direkt vom Beach. Ja. Deswegen habe ich keine Zeit gehabt, mehr umzuziehen. Wo warst du? Malibu. Ja. Geil. Was ist... ja, wir versuchen immer wieder gerade da zu hocken, aber es hört nicht. Ja, stopp! Lass uns... Prost. Oh, Entschuldigung. Prost. Prost. Bier ist heute schon auf, weil wir mit unserem ehemaligen Azubi drüben schon das Bier aufgemacht haben. Ja, weil es ist immer lustig, bei uns im Büro ist es so, man kann auch miteinander Bier trinken, ohne miteinander Bier zu trinken. Ja. Das ist Zeit ab dem Moment, wo du halt miteinander angestoßen hast. Ja, dann bist du kein Alkoholiker. Ja. Hast du Lust auf einen Tierfakt? Auf jeden Fall. Ich brenne dafür. Nacktmulle spüren keinen Schmerz durch Säure oder Capsaicin. Ihnen fehlt ein bestimmter Neurotransmitter, der diese Schmerzsignale ans Gehirn weiterleitet. Also nur die zwei Dinge, Säure und Capsaicin. Capsaicin ist das, was so unendlich brennt, glaube ich. Weiß ich tatsächlich Aber nicht. ich glaube, habe ich schon mal irgendwann mal ja, cooler Ja, Rückblick. Aber was tatsächlich ein bisschen lustig ist, man sieht einen Nacktmull, also ein Bild von einem Nacktmull mit einer Sprechblase, der sagt Ja. Aua und dann dahinter steht nur Spaß. okay, ja. Das ist schon ein bisschen Ja, lustig. das ist tatsächlich lustig. Ja. Ja, es ist unsympathisch, gell? Kannst du mir nicht anschauen. Nein, ich kann nicht, das ist mir Ja, das okay. scheißegal. Soll man nicht ständig miteinander reden. Also ich schaue eh nie die Leute in die Ja. Augen, sondern ich habe einmal gelernt, wenn du so ausschauen sollst, als die Leute in die Augen schauen, musst du da her schauen. Ja, Weil sonst schaue ich immer nur ein Ohrauge. ja, So schaue ich lieber gar nirgends hin. ja. Wie geht's dann? Gut. Hauttechnisch gerade auf einem High-Level quasi. Bei mir geht's gerade und ich weiß nicht warum. Mir regt es richtig auf, ich habe das Wochenende eigentlich fast gar nichts gesoffen, glaube ich. Oder war irgendwas? Nein, das Wochenende war nichts. Lass mich Oder? überlegen. Aber ich habe schon gesoffen, oder? Und du hast War da gestern irgendwas? gesoffen, Hochzeit war die Woche wann davor. anders. Aber wir waren doch, lass mich doch, jetzt leg mich nicht an. Also ich glaube, ich habe ein komplettes Wochenende ohne Kader gehabt. Scheiße, ja gut, War ich bin nicht- war echt schon nicht so schön. dumm gesoffen. Also ich habe zum Wochenrückblick, ich war mit dem Harry und der Sabrina am Dienstag auf einem Dropkick Murphy Konzert und wir haben uns überlegt, wir könnten ja Mittag schon starten, sind dann Mittag nach Minganai, haben auf dem Weg, weil der Harry hat einen Cider mitgenommen. Mag ich gar nicht so gerne, habe ich festgestellt, aber ist mir Ja. scheißegal, weil er erstens for free war und irgendwie war es auch schön fruchtig. Ja, Und ein Weghalbe. Ich weiß, du hast einmal gesagt, du wirst nie wieder in einen Zug einsteigen gut, mit wenn's einer dann- Weghalbe. wenn du einen Cider hast, Ja, aber trotzdem schnell weg gewesen. Also habt ihr noch Ja, ja, ja. Strecke gehabt und kein Bier mehr. ja, das auf alle Fälle. Okay. Und dann, weil das, finde ich, hat sich so ein bisschen eingebürgert und du machst nie was verkehrt. Der erste Stopp im Sommer, wenn du irgendwo hin willst nach Minga, muss der Augustinerkeller sein. Da ist ein Biergarten. Immer das Gleiche ist ein Schweinsbronn und mindestens ein Mass. Ja, War nur ein Mass. okay, seid dann weitergezogen. Dann oder? sind wir weitergezogen. Wir haben einen Helmfried kennengelernt, falls dich interessiert. Ja, Helmfried war ein geiler Typ, der hat ausgeschaut wie eine sehr, sehr, sehr perverse Version vom Gerhard Polt. okay. Und der schaut ja schon pervers aus. Ja, Der ist einfach allein da gehockt mit seiner Masse und mit einem Motorradl-Comic. und hat gelauert. Und hat. Nein, der war echt voll entspannt. Der war richtig happy mit sich selber. Ja. Ist mit dem Motorradl hergefahren, einfach nur um eine neue Batterie zum kaufen. Nach Minga ist er gefahren. Und ist halt direkt nach der Mast dann gefahren, was ich lustig finde, weil die hat ja schon relativ schnell getrunken. Ja, Und ja. Hat seine Frau vor 22 Jahren verloren. okay, das ist lang. Ja, also er war so, ich hätte ihn so auf Mitte 60er eingeschätzt oder so. Also ist schon lang her. Aber kein Bock noch mehr aufs. Er hat gesagt, ich zitiere, er hat schon an der einen oder anderen Blüte noch geschnuppert. Ja. Was sich so eklig angehört hat. Obwohl es eigentlich eine schöne. Ja, ja eigentlich ist es sehr blumig, aber Ja, ich habe aber sofort ich ein hab Pudel auch- im Kopf, wie ein alter Typ an ein paar Zitzen Ja, knuckelt. ganz genau. Ich Ja. muss die ganze Zeit dran denken, wird er einfach an einem Arschloch gerochen haben. Ja. Ich kann da nicht sagen, warum. Aber vielleicht sind wir da die Perversen. Ja, das passiert in unserem Kopf. Nein, ja, irgendwie schon, ja. Ja, Aber ja, war ein geiler Typ. ja. Und dann weiter, Tollwood, ich hasse dieses, ich sag dir, was es ist, ich mag's nicht. Ich finde Tollwood scheiße. Ich find's richtig Ja, es ist scheiße. halt so eine Hippie-Kacke, oder? Also, Überall ist das so, überall siehst du Ballonhosen ja, und
Boah, ich weiß nicht, irgendwie ist mir es einfach zu alternativ. Also eigentlich ist es eine nette Idee. Ja, ich glaube, da reden die Leute viel drüber, wie sie an die Teppiche knüpfen. Ja, definitiv. Und man merkt da, wenn du dich da ansatzweise modisch kleidest, dann kehrst du schon nicht mehr dazu. Ja. Du fällst sofort auf. Die einzigen, die halt irgendwie toleriert werden, sind Leute, die ein Band-T-Shirt haben. Also zum Beispiel Dropkick Murphys Ja, Shirts. werden ja einige da gewesen sein. Waren ein paar Auch da. Dropkick Murphy-Fans stellen mir eins zu eins vor wie Mettler. So. Ja, Also ja. schwarz, viele Typen mit Pferdehaar, vorne ein bisschen die Haare ausgingen. Absolut. Pferdeschwanz Ja. mit Pferdehaar. Ja, Ja. definitiv. Aber waren auch, wie Mettler ja auch angenehme Typen. Ja, glaube ich. Ja. Und ja, wir haben sehr viel Bier konsumiert. Ja. Was dich interessiert, ich habe für einen großen Lacher gesagt, weil ich hab Bier für die anderen geholt und wir sind in so einem großen Biergarten. Und ich habe sehr schlecht so da, als da die anderen nicht singen und sie haben mir halt gerufen. Und das habe ich viel zu lange durchgezogen, weil ich halt schon sehr betrunken war und bin halt mit einem Tablett mit 3 Bier. Und es ist nicht lustiger geworden, weil der Harry mich Peter genannt hat. Und irgendwann haben dann andere Leute aus dem Biergarten auch schon meinen Namen gerufen und ich bin halt wirklich sehr große Kreise und bin dann knapp an ihnen vorbeigegangen. Also, war richtig unangenehm. Ja. Also eigentlich was man beim Simon gut Ja, vorstellen ich habe kann. gerade im Vorhang vorgestellt. Aber wieder. ja, okay. Und rückblickend war das schon saulustig beim Vorhang. Naja, und es hat sich viel zu lang gesungen und ich habe, meine Kühe war dann, dass ich mir an einen anderen Tisch gehockt habe, zu Fremde. Schallendes Gelächter. Und dann habe ich mir aber normal geguckt. Das war so mein Highlight des Tages. Bevor du Dropkick Murphys gesehen hast, wie war so das Verhältnis zu Flogging Molly? Magst du lieber oder nicht so gern? Also wer Band magst du Viel lieber. Flogging Molly. Ja. Viel lieber. Sind wesentlich erfolgloser, habe ich gesehen. Schon? Haben 950.000 monatliche Hörer. Ja. Und Dropkick Murphys, glaube ich, 1,7 Millionen oder sogar 2,7 Millionen. Okay, ja gut, die haben 2 richtige Brecher, gell, Ja. mit Shipping Up to Boston und Rose Tattoo. Das sind jetzt 2 geisteskranke Banger. Ja. Ich habe auf dem Festival beide gesehen und habe auch also rein musikalisch Flogging Molly besser gefunden. Ja, also ich muss sagen, also ich hab halt einfach den Tag Also war gefeiert. beides gut, war beides top. Also. Und ich habe den Tag gefeiert, sie waren live wirklich stark, Ja. aber rein vom Ding her nichts, wo ich nochmal hin muss, aber auch auf keinen Fall, was ich so Leute sagen, nein, geht's nicht hin, weil es war ein geiles Konzert. Ja. Aber es ist dann trotzdem, es sind nicht so viele Brecher für mich dabei, dass ich sage, das schauen wir jetzt nochmal aktiv live an. Nein, mir jetzt auch. Also ich wollte es unbedingt auch einmal singen, weil ich die 2 Songs, die ich gerade genannt habe, sehr lange schon kenne und feiere. Und der wäre mitgerollt wie ein Geisteskranker. Ja, soweit ich noch bin weiß. halt dann weitere 50 Minuten da gestanden und habe halt gelauscht. Ja. Aber auch schön, war ein schönes Ding. Ja. Haben wir einen schönen Moment wieder gehabt, weil bei 95% der Leute ist es ja so, wenn du nett zu einer bist oder höflich zu einer, dann kommt das auch so ein bisschen zurück. Ja. Und wir haben uns an einer Wirtschaft außen hingeguckt, die aber geschlossen gehabt hat, weil wir in der Umgebung keinen Sitzplatz gehabt haben und da haben wir da unser Bier getrunken. Und irgendwann, darfst du schon auf, Poppy? Guck dir auf. Ja, komm her. Ja, komm her. Magst Du du darfst das nicht, ich bin jetzt fett. Nein, die scheißt gerade richtig auf die. Ah, okay. Für die Leute, die kein Video haben, der Kid-Rap nimmt es hoch. Ja. So, jetzt auch, der wird oft dagegen schnaufen. Ja. Wenn es jetzt ein paar der Schnaufen hört, dann ist das nicht der Kid-Rap, sondern Poppy oder beide. Ja. Er ist ein Schoßhund. Wir haben uns an diesen Tisch geguckt, der Wirtschaft, die geschlossen gehabt hat, und haben da ein bisschen unser Bier getrunken. Auf einmal klopft oder macht jemand Tier auf und sagt, ja, das ist privat. Und ich, oh, fuck, sorry. Ja. Und weil er war eigentlich eher pisst. Ja. Das tut uns leid, wir stehen gleich auf. Und dann hast du gemerkt, wie er wollte eigentlich noch weiter beifahren, hat er dann. Er sagt, nein, und dann hat sich halt noch ein paar Mal wiederholt und gesagt, ja, wir gern direkt, wir haben nicht gewusst, dass das ein Problem ist. Und das nächste Mal kommen wir dann, wenn du es geöffnet hast. Und dann hat er sich wieder gefreut. Okay, Also, süß. ich mag das, wenn man das dann umdrehen kann. Ja. Ganz ein bisschen. Man muss es ignorieren. Sie Was? weiß selber, wann sie es nicht mehr mag. Ja, man Ich bin merkt. sehr, wie nennt man das? Laissez-faire-Erziehung. Ja, Anti-autoritär. Anti-autoritäre Erziehung, ja. Ja, nein, man merkt aber, dass du so ein Tier bist. Ja. Da ist tiefer Respekt da. Ja. Nee, Poppy schaut ein kleines bisschen aus wie Dobby. ja, schon, ja. Das haben Dackel so geil. an sich, ja. Stimmt eigentlich, ja. Scheiße, ja, das ist ein Dackelgesicht, das 1 zu 1 ein Elfengesicht. Was ist jetzt der Plan für den Rest des Podcasts, Poppy? Ich glaube, sie mag es nicht, weil sie so klar ist, deswegen macht sie es immer. Ja, ich bin eingeschüchtert von ihrer reinen Präsenz. Was sagst du zu, dass Deutschland rausgeflogen ist? Ja, war so voll verpennt, das Spiel. Ich hab
die erste Halbzeit gesehen und dann auch keinen Bock mehr gehabt. Nein, aber jetzt musst du mir abi. Komm, da. Sehen die Leute, die Leute mich nie sehen. Ja, glaube ich nicht. Vergleich zumindest. Ja. Ich schaue gerade wieder Game of Thrones. Ah, geil. Und war da voll drin und habe dann um 12 Uhr mir gedacht, fuck, Deutschland hat ja gespielt. Ach so, so hast du es verpennt. Ja. Nicht verpennt. Nein. Und dann ist mir sogar erst am nächsten Tag in der Früh eingefallen. Dann habe ich mir gedacht, oh fuck, war ja der Tag, wo sie gespielt haben, keine Ahnung, Dienstag oder was war es? Nein, Montag. Und dann habe ich halt gegoogelt und dann, gleich gelaufen, ja. Ich habe es erst gar nicht gecheckt, weil dann 1-1. Ja. Ich glaube, es ist ja so früh ein Tor gefallen für Deutschland schon. Schon, okay. Sehr, sehr früh. Ich weiß nicht wie früh, aber sehr früh. Ja. Und ja, dann Ausgleich. Ja. Aber ich habe Angst über Fußball zum Reden, weil wir da mal so rund gemacht werden. Weil ich bin so verunsichert, dass ich gerade schon nicht mehr weiß, ob ich recht gehabt habe, ob ich recht damit habe, dass so früh ein Tor gefallen ist. Aber ich hätte schon gemeint. Ja, das erste, was ich gesehen habe, war dann auf jeden Fall so von T-Online oder so eine Zusammenfassung von alle Überschriften, wie die deutsche Nationalmannschaft rund gemacht worden ist. Ja. Und ja. Ja, brutal. Kimmich beim Eifern zum Goretzka gegangen und der Goretzka hat sich zweimal geweigert, einen Elfmeter zum Schießen. Echt, okay? Weil er gesagt hat, ja, nein, keine Böcke. Den Schutz da der Buhmann zu sein. Und angeblich, oder was heißt angeblich, ist jetzt auch wieder, ich glaube gelesen zu haben, dass der Neuer 2 gefangen hat sogar. Hat aber nicht gereicht, weil die Deutschen scheinbar so beschissen schießen. Ja. Ich weiß nicht, ob ich dich schon gefragt habe, aber wir sind ja beide null in der Materie. Aber Ja. hast du schon ein paar Interviews vom Nagelsmann gesehen, mit dem Nagelsmann? Nein. Das ist unser Bundestrainer. Okay. Nein, gar nichts. Okay. Ich bin mir nämlich nicht sicher, ob ich ihn leiden kann oder nicht leiden Okay. kann. Ich mag, dass er ein bisschen ausschaut wie eine Ratte. Ja. Das ist irgendwie sympathisch. Ich habe gar kein Pudel. Okay. Nein, irgendwie, ich glaube, irgendwie ist er mal. Nein, aber wurscht. Ja, heute spielt Österreich nochmal gegen, das muss gegen Spanien. Weißt du, was mich so wahnsinnig ärgert? Ich habe schon gesagt, okay, jetzt ist Deutschland raus, dann wird Poppy, nein, nicht die Treppen auf. Was machst du denn da oben? Hey, aber. Ui, das ist ja da schief gegangen. Ich habe mir gedacht, jetzt feiert man halt, dann geht man Vollgas mit Österreich mit, vor allem gegen Spanien spielen sie halt. War so geil, wenn sie es vernichten würden. Ja. Und dann habe ich dran gedacht, was mir der Harry eben in der EM erzählt hat, dass als sie ein Ding waren in Österreich im Urlaub und sie die Leute so gefreut haben, als Deutschland ausgeschieden ist, Ja. die Österreicher, dass die Österreicher überhaupt gar nicht mit uns mitfiebern. Und ich frage mich, warum? Das check ich überhaupt nicht. Ja, gut. Ich glaube, dass das nur so ein Grenzding ist. Also ich glaube, dass der Rest von Deutschland komplett auf Österreich scheißt und umdreht. Also müssen wir mit Bayern antreten. Wahrscheinlich, ja. Ah, Aber ich weiß klar, jetzt auch nicht, ob stimmt, die Schweizer zum Beispiel Österreich anfeiern oder so sieht das aus. Und wir feiern nicht. Ich finde, man kann ja als deutschsprachiges Ding Ja, schon das irgendwie zusammenhalten. Ja. Falls du das Spiel halt anschaust, kann ich dir auf jeden Fall empfehlen, dass du das da bei Servus TV streamst und nicht bei Da der ARD. ist der österreichische Kommentator dabei. Ja, und die sind richtig, sie werden sehr persönlich. Also Okay. gehen sehr auf Körper. Alles gut, ich hab's alles im Blick. Sehr auf Körper. Ja, also sie haben bei dem Spiel gegen Argentinien, glaube ich, in jedem 4. Satz erwähnt, dass die Argentinier alle so klar sind und körperlich eigentlich unterlegen. Aber der Schweinsteiger kriegt einen riesen Shitstorm, weil er sagt, dass die afrikanischen Teams einfach ein bisschen wilder spielen. Okay, habe ich auch nicht mitgekriegt. Okay. Auf jeden Fall hat der Kommentator dann auch immer gesagt, ja, nur zwei Spieler aus der Fußballmannschaft sind über 1,80. Naja. Das ist aber echt klar. Ja. Ein Argentinier so klar. Ich mag Anscheinend, Argentinier. Wow, dann sage ich nach Argentinien. Und dann hat es so ein Hin und Her gegeben, so ein kleines Foul, was gar nichts Schlimmes gewesen war. Und dann so, ja, da geht der Argentinier nochmal mit dem Fuß dran. So ein Ungustel. Geil, ja, die Österreicher sind in allem. Also die sind, dieser Ausgleich dann, den sie in der Verlängerung oder in der Nachspielzeit geschossen haben, da dieser Kommentator, der hat sich ja die Seele aus dem Leib brüllt. Das war ja großartig. Also. Ich finde es beim Fußball immer wieder sehr faszinierend, weil auch die Österreicher haben die ganze Zeit in der Wir-Form gesprochen, bis sie verloren haben. Dann war es die österreichische Nationalmannschaft. Ja, echt, oder? Ja. Ja, ist auch so. Ja. Ist niemand von uns mehr. Na, scheiß Verlierer. Ich habe ein Thema der Woche für dich und zwar ist das Thema, der Sommer ist so schön. Okay, Jetzt ist die Frage, wie ist dein Sommer bisher so? super. Also, kann mich nicht beschweren. Aktuell schon ein paar Mal Bahn gewesen. Stark. Ich finde, leider hat der Sommer spät angefangen. Ich finde, der Frühling oder der Mai war ein bisschen kacke.
Aber jetzt wird das auf jeden Fall aufgeholt. Eine richtig geile Phase haben wir, glaube ich, im Mai gehabt, oder im April sogar, wo es ja auch richtig warm war, wo es auch fast 30 Grad gehabt hat. Ja. Die 2 Wochen, wo es jetzt wo es so 33 Grad haben wir schon ein bisschen zerfickt, muss ich sagen. Ja. Aber ich bin niemand, der sich was wieder beschwert, tatsächlich. Nein. Also, ich kann mal sein, dass wenn ich zu lange in der Sonne bin, dass ich ein bisschen fad wird. Ja. Aber was willst du machen? Also, ich schwitze halt da früher. muss ich dann einen kühlen Ort geben, bin ja scheiße nochmal selber schuld. Ja. Ich bin ja kein klassischer, ich bin ja kein Angestellter. Nein. Ich kann arbeiten, hingehen, wo ich will, ich gehe heim, wann ich will. Und wenn ich einen Puff fahren will, was mache ich dann? Einen klimatisierten raussuchen. Ganz genau, und hinfahren. Mein Sommer ist auch top, ich war auch schon einige Male baden. Ja. Was uns aktuell noch fehlt, ist ein Outdoor-Suff, finde ich. Sowas wie Schlauchboot fahren oder am See saufen. Ja. Punkt. Oder haben wir schon beim Grillen draußen irgendwo mal gesoffen? Ja, bei dir einmal. Ah ja, stimmt. Ja, das stimmt. Nein, ich muss jetzt einmal bei mir irgendwas machen. Mal schauen. Ja, war mal schön. Ja. Wie lange wohnst du auch schon 2 Jahre dann bald da, oder? Ja. Sind schon 2. Ja, ich glaube, nein, im September. Du hast ja einen großen Grill, oder? Aber nicht groß genug, sagst du. Auch für 3-4 Leute geht schon. Kleine Runden machen. Ja. Nein, ist top. Aber schon geil, ich hätte gerne mal bei dir saufen. Ja. Halt dann Ja. saufen, bauen. Ja. Was hast du noch so für den Sommer geplant? Im Urlaub warst du ja schon. Ja. Geht's noch mal in Urlaub? Also geplant ist jetzt noch nichts. Vielleicht dann nochmal nach Italien oder so. Aber warum nicht? Ja. Aber sonst ist jetzt aktuell tatsächlich wenig paar Waldfeste vielleicht noch mitnehmen. Wann ist da mal wieder eins? Immer wieder. Immer wieder geil. Ja. Also die Ist Schwierigkeit das nichts, dann was zum unter der Finden. Woche ist, gell? Nein, Seefeste sind unter der Woche. Cool. Längere Bierzeit auf jeden Fall noch. Das steht auch schon vor der Tür, gell? Ja. Unser Frühshoppen. Den sollten wir jetzt mal dann Ja. einen Termin festlegen und bewerben. Ja. Das ist noch beruflich geplant, aber Gott, Seefeste sind ja privat und Waldfeste. Sonst ist, glaube ich, nichts mehr privat geht. Ja, Schlauchboot fahren vielleicht nochmal. Das war das nächste Ding. Ja. Wann gehen wir Schlauchboot fahren? Da war es halt, also das müsste man, das müsste man eigentlich ja videotechnisch festhalten, aber dann müsste man immer mit dem T-Shirt fahren, weil das kannst du die Leute nicht, oder? Nein. Das ist ja, Und war die ganze Zeit halt dieser Zensierbalken davor. war schon lustig, aber wir zensieren unsere Gesichter, dass keiner sieht, wer von uns wer ist. Ja. Nein, Schlauchboot fahren müssen wir. Ja. Das Geile ist, das können wir halt einfach unter der Woche machen. Ja, ich habe auch schon mal überlegt, ob man kleiner einfach am Silvenstand im Campingplatz oder in Greit gibt es auch noch mal was Ähnliches, einfach da so campen. Gibt es einen Greit auch, echt? Also Campingplatz ist jetzt groß, also halt einfach Parkplatz, wo man über Nacht stehen bleiben darf. Ja, grundsätzlich war es ja perfekt, wenn man sagt, dass ich möchte das Feuerwehrauto auch wieder schick machen, Ja. wo man sagt, man campt da. Ja, Ich glaube aber Zeit darfst du nicht aufschlagen, glaube ich, am Silvenstersee, aber ich bin mir nicht sicher. Man doch, campt da schon. schon, okay, Also da beim Parkplatz im halt. Fall. Ja, Ja. sicher. Ja, da musst du jetzt sein. Also zumindest jetzt haben die letztes Mal Uhrzeit aufgeschlagen. Okay, ja geil. Das kostet Das dann. und dann am nächsten Tag mit dem Schlauchboot Ja, Retour. Braucht man noch jemanden, das Auto lasse ich stehen. ja. Ja, okay, mit 2 Autos hinfahren. Wir müssen ein Schlauchboot auch transportieren. Theoretisch. Ja, lass uns nach dem Podcast mal einen Termin finden. Ja. Ähm, Hast du sonst noch Pläne? also ich fahre im September nach Italien, letztens bucht. Doch nicht im August. Also ich würde gerne um beide Termine, aber Ja. wird wahrscheinlich nichts werden. Ja. August vielleicht dann ein paar so kleinere Sachen. Ich weiß nicht, was Greit ist cool. Ich würde mich auch interessieren, ob August vielleicht am Aachensee noch was frei war, weil ich eben gerne mit dem Feuerwehrauto noch mal unterwegs war. Ja. Nicht am Aachensee, sondern am Walchersee. Weil der Aachensee ist so scheiße teuer, die Campingplätze. Das ist so eine Frechheit. Ja. Im Greit, da hast du halt nur eine Toilette und einen Automaten. Und so hast du dann 10 in der Nacht. Ist da irgendwo ein See, oder? Also du bist halt dann im Kräuter Wildbad und da sind nicht lauter Flüsse und Gumpen und sowas. Ah, okay. Ja. Ja, warum nicht? Also ich glaube, ist schon cool. Ja. Okay. Worauf freut ihr euch noch so richtig? Schlauchboot fahren jetzt. Ja. Auf die, wo wir Vormittag beim Kid Rap schon starten. Darauf freue ich mich schon. Ja, ich muss auch sagen, also das Lenkrad Bierzeit ist Ja. einfach immer für mich ein kleines Highlight, einfach weil es so unkompliziert ist. Weil ich gehe da hin zum Saufen und dann penne ich hier einfach und dann. Ja, voll. Also einfach, es ist selten, dass was so unkompliziert ist. Wie oft möchtest du da hin?
Also zweimal auf jeden Fall. Zweimal auf jeden Fall. Ja, halt, oder meinst du einmal, wenn er gescheite spielt Inferno wieder? Ja, am nächsten Tag nach Tag der Betriebe. Ja, mein Gott. Wird halt ein strammes Wochenende. Das ist ja dann Freitag, Samstag, oder? Oder Samstag, Sonntag? Nein, Freitag, Samstag, ja. Ja, ist doch geil. Ja. Machen wir Montag, Dienstag dafür frei. Ja. Weil, Ja. ja, haben wir einen Deal. Ja. Oder haben wir keinen Auftritt oder so? Ja, dann war es ja wirklich dumm. Ja. Worauf freut ihr euch noch? Das habe ich schon vorgelesen. Wie viele Biere habt ihr? Wie viel Bier haben wir schon getrunken? Also, Ja, wow. Bier wird mich schon wieder aufgehört teilweise. Ja, also ja, ich denke komme nicht mehr nicht nach. Nein. Also beim letzten haben wir schon wieder... Ja, die haben jetzt wegen uns überlegt, dass sie es kostenpflichtig machen. Ja, schon, ja. Also, du hast deine 10 Bier im Monat und danach musst du so... Bei der Traffics Großes. Ja. Weißt du auch, wie so bei den ganzen AI-Firmen da so viel Server kühlen müssen. Ich hab mit dem Harry vorher ein bisschen überschlagen, was wir eben bei Dropkick Murphy so gesoffen haben. Und Ja. ich check nicht, warum wir schon wieder so besoffen waren. Ja. Und dann zeigst die Biere so zusammen und dann check ich komplett, warum ich so besoffen war. War schon besoffen. Ich bin dann... Es war lustig, wir sind mit dem Zug heimgefahren. Ja. Mit dem ersten, mit dem letzten. Ja. Waren vernünftig. Ja. Und der Harry hat dann in Deutsch seinen Ausstieg verpasst, weil er einfach zu langsam war. Ist also schon quasi ausgestiegen. Und ich habe dann in Obergrüß, eigentlich war ich meiner Meinung nach früher noch dran gewesen, gesagt, war alles noch grün, druck dagegen, nix, druck dagegen, nix. Ist noch gestanden, druck dagegen, nix. Weitergefahren nach Lingrüß. Ja. Und jetzt pass auf, Frage ich an diesen, wie nennt man, nehmen wir einen Lokführer. Ja, Schaffner. Nein, aber das ist der, der ihn gefahren hat. Also ja, dann der Lokführer, ja. Ich habe einen Lokführer gefragt, du blöde Frage, fahrt der nochmal retour? Ja. Eigentlich habe ich die Antwort gekannt, aber mein Gott, ich war besoffen. Und dann sagt er, nein, leider nicht. Wo wohnst du noch? Und dann sage ich, ja, da und da. Ja, kann ich ja heimschießen. Ja, okay. Ja. Voll geil. Ja. Er muss nur noch kurz einen Zug zusammenrahmen und alles. Und gar kein Problem. Ja, eine halbe Stunde gewartet. Dann hat er uns heimgefahren. Nett. Voll nett, hätte jetzt echt krass. Ja. Ja. Los Brutales Favorites, Sommeraktivitäten. Was ist auf Nummer 1? Machen wir 3, oder? Ja. Also bei mir, also Bahn halt, Ja. natürlich, aber Bahn, wenn ich ein bisschen mehr Ruhe habe zumindest. Ja, also voll, also Bahnen. Oder in der Öffentlichkeit ist dann für mich okay, wenn man so anonym ist wie in Italien, dass es schon wieder scheißegal ist. Ja. Aber Grillen ja. mit und und die ganzen Outdoor-Süffe. Ja, du hast ja alles eigentlich gut damit. Ja, schon. Aber ich finde, am See hocken und Bahn, da musst du nicht unbedingt saufen. Nein, Also das ist manchmal nein. sogar, wirklich das Bier wird da so schnell heiß, Ja. das ist ein bisschen lästig, da brauchst du Ja. eine gute Kühlbox oder was. Also wenn ich sage, ich bin so, sagen wir mal, so ab 2, so 3-4 Stunden Bahn und dann fahre ich heim zum Grillen und da trinke ich dann ein Bier. So, das ist, Ja, finde oder ich eigentlich 40. geiler, weil dann ist ein Feierabend und dann. Ja. Ja, ich finde, ja, am See, also wenn du jetzt an den See fährst und gar nicht aktiv zum Bahn, sondern einfach nur ein Bier zum Saufen, ganz Ja. andere Geschichte. Ja, ja, klar. Aber sonst, wenn du jetzt eben Ja. einfach nur zum Bahn fährst, Ja. dann ist, kannst du mir gerne auslachen, aber meine absolute Lieblingsbeschäftigung ist wirklich am Sailing oder am Meer lesen. Ja. Dann lese ich, bis ich müde werde und ich werde schnell müde Ja. beim Lesen, weil ich ein alter Typ bin. Ja, War aber same. schon, als ich jung war. Ja. Dann penne ich ein, Ja. wache ich auf, Ja. kühle mich ab, lege mich Ich hin. merke, dass ich Sapper im Bad habe. Das ist halt so wahr. Ja. Jedes Mal wieder denke ich, dann wache ich wieder auf. Am schlimmsten ist am Flieger, wenn du aufwachst und merkst, Ja. mein ganzer Arm ist komplett Es ist aber nass. ich glaube, es liegt halt an der Art, wie man dann da liegt, weil im Bett, wenn ich liege, sabbert ich eigentlich selten. Ja, weniger Aber zumindest weniger, bei ja, mir. nicht so häufig und Ja. nicht so intensiv, Ja. wie jetzt, wenn ich am Strand liege. Ja. Das ist dann echt, was du sagst, Kruzifix. Was bei mir ganz schlimm ist, ist, ich zuck recht brutal im Schlaf Ja. und schrecke auch oft auf. Ja. Und da ist es teilweise am Strand oder am Flieger brutal. Ja, das habe ich ja. Flieger auch oft, ja. Das ist schon gar nicht so cool. Naja, ich habe ja oft Schlafparalysen und die habe ich dann ab und zu. Stell mir gerade vor, im Flieger, wenn du eigentlich aussteigen musst, ist es so, Ja. Ja, ist halt dann strange, weil ich denke mir ja oft, dass ich dann, also mein Ziel in der Schlafparalyse ist ja, dass ich jemanden berühre, dass er mich aufweckt. Ziel. Hast also schon einen Notfallplan, oder? Ja, das ist immer das Gleiche. Also ich weiß ja, dass ich in der Schlafparalyse bin, das ist ja nichts. Das muss so nervig sein. Ja. Und das Schlimme ist, ab und zu träume ich dann, dass ich aufwache,
bin aber immer noch in der Schlafparalyse. Oh, das ist mies. Ja, da wäre in so einem scheiß Film. Das ist geschert. Wie lange dauert dann sowas? Kann man das dann... Naja, ab und zu schon so 20 Minuten. Ja, das ist schon... ja. Okay. Ja. Ja, man kann schon relativ, also umso intensiver so Wochenenden waren, umso wahrscheinlicher ist das, dass das irgendwie passiert. Okay. Also wenn ich eine gesunde Woche habe, dann passiert es eigentlich nicht. Aber wenn ich halt viel gesoffen habe und viel wenig Schlaf gehabt habe, dann... Das Schöne ist, das ist nichts, was dich zum Umdenken bewegt, oder? Ist auch ungefährlich, kann nichts passieren. Ja, Also, das ist ein ist ein bisschen unangenehm, aber irgendwie ich fühle mich immer ein bisschen gechallenged dann. Also, jetzt muss ich aufwachen und dann fangst du ganz... Schauen wir mal, gehen wir so. Ja, weil du kannst ja, das ist ja ein Schutzmechanismus eigentlich vom Körper, dass du den nicht zu viel bewegst im Schlaf quasi. Und dann fange ich jetzt so ganz langsam, muss ich mich hocharbeiten. Ich kann dann nur meine Zehen, meine Finger bewegen und dann muss ich mich da so langsam, bis ich dann wach bin. Das ist ein richtiger Hustle. Ja. Oh Mann, das kriege ich safe einmal. Ja, Sommeraktivitäten, Bier saufen. Prost. Schreibt wieder jemand letztens unter die Kommentare, wo ich drüber rede, wie nervig es ist, wenn man unterschiedliche Trinkgeschwindigkeiten hat. Schreibt einer drunter, schön, dass Alkohol hier so normalisiert wird. Ja. Dann sage ich, welcome to Bavaria, was ist denn los? Und am anderen Reel schreien sie die Leute mehr oder weniger gegenseitig an, wer mehr saufen kann. Aber unter diesem Reel kommentierst du, dass Alkohol normalisiert wird. Ja, stimmt. Ja, da wird geschrieben, Österreich, Deutschen oder... Ich saufe ganz locker unter den Tisch. Und zwar nicht so auf lustig, sondern so auf todernst. Ja. Ihr habt die Südtiroler vergessen. Ja. Ihr könnt euch die gar nicht vorstellen, wie viel die und das saufen. Ja. Ich sage, vor allem, man kann eigentlich überhaupt gar nicht diplomatischer antworten, wie wir da geantwortet haben. Aber und ich muss auch, also es kommt ja immer auf die Leute an. Also ich muss schon sagen, ich habe jetzt schon ein paar Mal mit Amis gesoffen und das sind schon echt relative Schwachschwaber, finde ich. Das sind richtige Schwachschwaber. Ja. Und da gibt es anscheinend also Begriffe wie Drink German und sowas, bei denen, weil die halt wissen, was los ist. Ich feiere jetzt auch, dass immer noch, es ist dank KI, werden jetzt auch zur WM, werden immer ganz viele KI-Videos nach die Spiele erstellt von das und das Spiel beschrieben in KI. Ja. Übertragen das dann aufs Mittelalter und lassen halt zwei Nationen gegeneinander antreten. Ja. Und die Deutschen werden immer, wenn es halt dargestellt wird, mit Bier oder einer Wurst. Ja. Und irgendwie feiere ich das, ich mag das. Ja. So schön simpel. Ja. 5 Fragen an Los Brutalos hätte ich für dich. Ja. Monatsranking, welcher ist der beste Monat, welcher ist der schlimmste? Ich mag am Mai gern, wegen halt Übergang. Also ich mag am Frühling, aber ich mag auch gern Sommer, wenn es ist. Also den Übergang mag ich gern. Ja. Ich mag auch... Ja, das ist schwierig. Ich mag am Winter gern, auch nur wenn es wirklich Schnee hat, sonst finde ich ihn reidig. Also ich mag den Übergang von Winter zu Frühling nicht. Mag keiner. Nein. So März ist also voll der Hurensohn. Ja, ich überlege gerade, ob ich jetzt Januar nehme, mag aber auch September gern. Also für mich ist mein Lieblingsmonat trotzdem Juni. Ja. Weil Juni, da ist schon so schön heiß, aber nicht zu heiß meistens. Außer dass du jetzt diesen Juni. Entschuldigung. Und am wenigsten mag ich irgendwie trotzdem einen März. März ist so nichts sagen. Du weißt nicht, schneit es noch, schneit es nicht. Ja, Februar, März sind oft meine Urlaubsmonate, da bin ich oft weg. Ja, gut. Deswegen mag ich die gern. Ja. Und ich mag einen November mag ich nicht. November. Nein, in einem November und März mag ich am wenigsten. So. Nämlich November und Februar. Gut, ja, die sind sich Sind überhaupt Negativbeispiele gewünscht gewesen? Ja, welches der beste, wäre der schlimmste. Okay. Was war eine letzte gute Tat? Weil wir so viele gute Sachen. Jeder Song, den wir rausbringen. Ja, das ist ein Segen. Ich lasse oft Leute an der Kasse vor. Ja. Ich habe letztes Mal an einem Tankstelle, wo quasi Selbstbedienung war, haben zwar alle Damen nicht gecheckt, deshalb da habe ich einer geholfen und habe es erst danach ausgeraubt. Das ist bei mir auch gar nicht so lang her. Dann, als ich letztens, pass auf, die eine Tankstelle da in Österreich, wenn du direkt von der Autobahn runterfährst, Richtung Deutschland wieder. Ja. Alle stehen in diese Richtung. Das sind ja 20 Säulen gefühlt. Ja. Alle stehen in diese Richtung. Nur einer nicht. Ja. Das bedeutet, ich bin dann hingefahren und habe mich halt vor ihm gestellt. Ja. So dass er halt rückwärts rausfahren hat müssen, was ja keinerlei Mehraufwand für ihn ist. Aber
ich habe auch nicht weiter hinfahren können, weil ich sonst den kompletten Durchgang verspart hätte. Und dann fahre ich da hin und es war schon so jemand, der ist dann eingestiegen, nachdem er tankt hat und der hat sich, ich habe mich noch gar nicht wirklich gesehen, aber der hat sich ewig Zeit lassen. Der ist mir dann noch geguckt, hat noch irgendwas rum da und ist dann losgefahren. Dann sieht er mich, blinkt mir an, irgend so ein alter Hurensohn am Hawaii hämmert. Ja. Und ich habe keine Lust gehabt, lang rumzudiskutieren und bin halt dann ausgestiegen und bin zu ihm hingegangen und habe gesagt, was ist das Problem ist, ob der Rückwärtsgang nicht geht, aber halt auf lustig, sympathisch, das kennst du ja. Ja. Und er sagt, ja, Bläder kann man sich überhaupt gar nicht hinstellen, sagt er. Dann sage ich, schau mal, jeder steht in diese Richtung und es ist keinerlei Stress, rückwärts zu fahren für dich. Und dann hat er weiter bei mir gesagt, Alter, fahr einfach rückwärts und halt das Maul. Also rückwärts gefahren, halt das Maul gehalten und das war meine letzte gute Tat, würde ich sagen. Ich weiß nicht, ich wollte wirklich eigentlich friedlich hingehen, als dann, mein Gott. Jetzt ist es ziemlich durchgemischt. Was ist das Beste daran, am Dorf aufzuwachsen? Okay. Ich glaube, die Natur einfach, also in der Natur zum Spielen, im Wald zum Gehen, also diese ganze Hüttelbau-Scheiße. Ich glaube, das Geilste ist, dass du nicht so unendlich viele Möglichkeiten hast und du nicht zwischen 1 Milliarde Dinge entscheiden musst. Außerdem, für mich geht Natur immer über Beton. Ja. Viel, viel geiler, und wie du sagst, Hüttel bauen. Ja. Ich habe, egal wo ich gewohnt habe, eigentlich überall fußläufig zu irgendeinem Gewässer gehen können. Ich habe nicht ewig lang irgendwo im Zug, S-Bahn, Auto hocken müssen, um Natur erleben zu können. Dann, du hast halt einen Kreis, einen kleinen Kreis an Freunden oder einen großen, je nach Dorfgröße, den du immer wieder treffen kannst. Und ja, mag ich gern. Ja. Einfach das simple life. Ja. Ja, es wird einem einfach gemacht. So. Dann, wenn es groß wäre, kannst du dann entscheiden, welche Wege du gehst. Aber man wächst, glaube ich, schon behütet auf jeden Fall in den meisten Fällen. Einfach alles entspannt ein bisschen. Also dein Onkel ist ein Pervert. Oder du bist der Preis und ziehst ein Riesenproblem. Brauchst du dicke Haut. Honigdachs-dick, Alter. Letztes Mal ein Refrain für einen Honigdachs gestimmt. Ich glaube, das kann ganz witzig werden. Ich kann jetzt nicht zitieren, weil ich mein Handy nicht da habe. Ja. Also ich bin dabei. Ja. Wie schaut der perfekte Seetag aus? Perfekten Seetag ist kein anderer Mensch da für mich. Ja. Oder wenig Leid. Dann finde ich einen schattigen Platz. Mit Möglichkeit auf schnellen Sonnenzugang trotzdem. Ja, am liebsten war mal so ein Baum, also so ein Baumschatten, der wo aber den ganzen Tag da bleibt. Ich habe ein paar leckere Snacks dabei, ein paar Kaltgetränke. Weil wir schon gesagt haben, muss nicht unbedingt Alkohol sein in dem Ding. Und dann mittelkühles Wasser, so 22 Grad. Ist das warm? Ich weiß nicht, oder 20 ist Grad? schon warm. Okay, dann so 20 Grad. Also so, wo ich mich schon kurz überwinden muss, dann ist geil. Ja, ein bisschen Mucke, ein bisschen Buch. Mucke? Heißt, du bist jemand, der am See dann Kopfhörer Mucke hört? Ja, schon ab und zu. Ja. Oder ich schreibe auch ab und zu am See. Sowas. Ich schreibe unter anderem am liebsten, wenn es dumme Texte sind, schreibe ich die gerne einfach im Auto. Ja, ich finde auch ab und zu, das habe ich auch in Italien gemerkt, so, wenn du einen Abstand zu ein paar Sachen kriegst, dann fällt es dir wieder leichter, irgendwelche Ideen zu spinnen, wie wenn du jeden Tag deinen Alltagstrott hast. Das ist ja der Tod von jeder Kreativität, finde ich. Ich habe mich ja mal lange auch mit dem Schriftstellertum beschäftigt und wie halt Schriftsteller leben, Autoren und so weiter. Und eigentlich sagen sie, Kreativität passiert, wenn man einfach seinen Tag lebt. Ja. Die Leute, die ganz viel hocken sie einfach nicht hin und schauen, ob ihnen was einfällt, sondern machen eben alltägliche Dinge und dabei entsteht dann Kreativität ist das, was an einem Leben passiert. Ja. Ich habe auch so eine Impulstheorie. Also ich habe immer früher oder immer wenn ich mir so Hörbücher anhöre, wo mich, egal zu welchem Thema, irgendwie wo ich mich weiterentwickeln kann, dann fängt mein Kopf irgendwie an, Ideen zu entwickeln, aber für was ganz was anderes. Ja. Also so, ich höre mir irgendwie so, wie arbeitest du fokussierter an oder keine Ahnung was oder wie kannst du kreativ... Ja, ist ja scheißegal. Und du so komplett unfokussiert machst das komplett anders. Ja. Vielleicht liegt es aber auch daran, dass ich früher immer, wenn ich lernen hätte müssen, einfach angefangen habe, mein Zimmer aufzuräumen und sowas. So. Das ist, ich weiß nicht, das ist die schlimmste Art der Prokrastination überhaupt. Und das geht mir ganz genauso. Das haben wir uns sehr ähnlich offensichtlich.
du machst was anderes, was du machen müsstest, was aber weniger unangenehm ist oder was dich weniger unter Druck setzt. Hauptsache nicht das, was du jetzt vorgenommen hast. Ja. Weil mir geht es ganz oft so, dass ich hier beim Trainieren Ja. dann plötzlich wieder pausiere. Ja. Und weil mir gerade eine Textzeile eingefallen ist. Also das Problem ist, wenn du dann einmal im Flow bist, dann fallen da ganz viele Textzeilen ein. Ja. Und dann geht es weiter und dann kann es sein, dass ich für ein Dreiviertelstunden-Training einfach einmal 1,5 Stunden brauche Ja. und auch wesentlich ineffektiver trainieren. Ja. Andererseits kann es ja dann nicht einfach. Nein. Hat der Markus Rühl gesagt, das ist ein Problem. Ja, ist Dass man deswegen weniger Muskeln aufbaut, wenn man sich nicht einfach aufs Trainieren konzentriert. das, ja, aber ist bei mir genau das Gleiche. Ist Und das ist halt, wenn du im Fitnessstudio bist, ganz praktisch oder auch nicht praktisch, je nachdem, wie man es sieht, weil da warten ja oft Leute. Und dann, wenn du dann da hockst und tippst, dass du deine 32 Bars kann das unsympathisch wirken. Ja. Ja, bei mir ist es so, dass ich inzwischen mir einen Timer stelle beim Trainieren. Also ich habe einen Timer, also ich rechne 1 Minuten oder 45 Sekunden für die Wiederholungen ein und dann halt 1 Minuten Pause oder 45 Sekunden und dann peitscht mir der halt wirklich das Workout, sodass ich nicht die Möglichkeit habe. Ja, ich habe ja heute auch, wo ich da geschrieben habe, war eigentlich ein 45 Minuten Training. Man schafft es in einer halben Stunde. Also so mit dem gleichen Gewicht, mit allem. Und viel effektiver, umso schneller du das, solange du es sauber machst, aber wenn du halt nicht 2 Minuten zwischen die Sätze oder was ich machst. Ja. So viel zu der Frage, wie schaut unser perfekter Tag am See aus? Was ist euer jeweiliger Lieblingspart eines Songs, den ihr je veröffentlicht habt? Also von uns gegenseitig quasi. Na, stimmt nicht. Nicht, also von uns, mein eigener. Mein Gott, ich mag nach wie vor sehr gern meine Mofa-Money-Parts, weil die so asozial sind und weil sie schon so alt sind, aber trotzdem super gealtert. Ich mag unsere Zombie-Parts beide sehr, sehr gern. Die sind ziemlich stark. Ich mag meinen Barts-Part. Ja, meinen Barts-Part mag ich auch gern. Mein Bauwagen-Part. Mein Bauwagen-Part mag ich so mittel. Das ist mir egal. Mein 10 Jahre Knast-Part mag ich gern. Also ich rap halt, also ich höre es halt gern, wenn ich schnell rap. Aber es klingt nicht so gestresst, das mag ich gern. Wie fängt der an? Jetzt habe ich nur meist jeder im Kopf, scheiße. Egal was auf der Welt passiert, das Bier zieht mir nie aus. Dafür bette ich jetzt 3-mal am Tag in die Richtung von meinem Wirtshaus. Der Bulle fragt mich, ob sie was getrunken. Ist das 10 Jahre Knast? Ja, dein Mutter sein Gesicht-Part damals habe ich auch gerne mengen. Aber insgesamt, also die sind flow-technisch teilweise echt grenzwertig, die Parts sind nicht so geil, aber war lustig. Ich glaube, da gehen wir jetzt auch ein bisschen in die Richtung. Ich glaube, dass man, wenn man sich dann gegenseitig immer übertreffen wollte, und das war beim Christian und bei mir ähnlich, dass man halt immer den anderen zum Lachen bringen will. Und wenn man so, glaube ich, an die Sachen rangeht, reitet man steil Richtung, man wird gecancelt. Ja, also ich bin gespannt, was du zu meinem Part sagst. Ich bin jetzt dazu zum Alpenmeise-Intro. Ja. Was steht die Woche noch so an? Samstag, also gestern, haben wir einen Auftritt gehabt. Wird richtig stressig für mich, weil ich habe am Sonntag jetzt wirklich, damals ist es ja abgesagt, wirklich meinen Platzreifekurs. Mit deinem Dad oder so? Mit meinem Dad. Ja. Mit meinem Dad. Hat es ihm taugt? Hat ihm sehr gut getaugt, wirklich. Und ich glaube, also bin mir sicher, du musst bei Golf auch noch nachzeigen, weil das ist unser Ding. Das ist auch dein Ding. Das ist einfach griebig rumspazieren und dabei Bier zum Saufen. Und dir wird das so taugen. Und schlägertechnisch, Auge, Hand haben wir das gleiche Grundtalent, sage ich mal. Ja, nicht, dass wir jetzt Meister sind, aber ich halt hier. Ist, glaube ich, ist erlernbar. Also ich gehe relativ selbstsicher in jede Sportart ein, die nichts mit Turnen zum Tun hat. Nichts mit Ausdauer. Mit einem Ball. Ja, Ausdauer, da die auch sagen. Also, ja klar, wird Ausdauer ein Problem. Aber trotzdem, also ich kann der Basketball spielen ein bisschen, ohne dass ich jetzt halt nicht lang, aber 2 Minuten war ich vorher am Start und das mindestens einmal gegen das Bredel schmeißen. Super, mir muss der gar nicht schaffen. Ja. Also bei mir alles, was mit Schläger zu tun hat, bin ich relativ okay. Ja. Das bedeutet, wir spielen um 11 Uhr, um 12 Uhr ist der Auftritt aus, also sagen wir mal 11:45, dann zusammenräumen und dann um 1 Heimfahrt, 3 Stunden. Dann bin ich frühestens um 4 Uhr, eher halb 5 Uhr im Bett. Ja, dann fahrt ihr am selben Abend noch. Ja. Okay. Und dann muss ich um 9 Uhr zur Platzreife. Ja. Ich habe schon überlegt, ob es Sinn macht, um 4 Uhr in der Früh, um 5 Uhr in der Früh loszufahren, aber es kommt einfach aufs Gleiche raus. Wahrscheinlich, ja. Von dem her, ja. Und dann am Mittwoch machen wir noch eine schöne Brauereiführung beim
bei Schorama. Stimmt, ja. Da werden wir unser Fachwissen zu Bier ein bisschen kundtun. Ja. Wird gut. Ja. Müssen uns noch überlegen, ob wir da saufen. Aber Müssen wir den Stream verschieben. Oder dann. nein, ich glaube, dass das cool werden kann. Ja. Also das wäre ja witzig, wenn wir da schon besoffen wären. Ja. Und Fahrer hätten wir ja sonst notfalls. Ja. Ansonsten... Unser Song ist rausgekommen. Unser Song ist rausgekommen. Sommer. Fuck, ja. Ja. Checkt den aus, hört es euch an. Geile Nummer geworden. Ja. Gibt es nochmal einen Remix für die Rock-Schlager-Fans unter euch. Ja. Kommt ein, 2 Wochen einfach so raus, dann schenken wir euch. Eigentlich ist das, was jetzt kommt, der Remix. Ja. Aber der hat uns dann irgendwie besser gefallen. Deswegen Ja. ist das jetzt der Hauptsong und das andere eben der Ja. Fernsehgarten. Ah, geile Remix. Nummer. Also Ist viel also ein bisschen langsamer, ich glaube deswegen. Ja. Wie gesagt, die Leute, die was nicht so hektisch wollen. Machen wir da eine Country-Version Ja. und dann noch eine, schauen wir da mal. Ja. Mir fällt nichts mehr ein, dir. Nein, mehr nicht. Dann Genießt seinen Sommer. haben wir euch ganz fest lieb und die letzten Worte hat wie immer der Harry Harry. Danke.